Wie schmecken Döner in der Schweiz? Das hat der Dönerexperte himself Holle getestet. Er war in der Schweiz, in Genf, und wir schauen uns an, wie er die Döner gefunden hat. Okay, let's go. Okay, Genf. Geil, 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 geil. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum er in Genf war, weil ich glaube, in Basel gibt es geile Döner und in Zürich gibt es auch sehr, sehr geile Döner. Ich weiß nicht, warum er in Genf war, aber okay. Wahrscheinlich, weil dort ein Flughafen ist. Liebe und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Genf. Das zweite Mal in der Schweiz, glaube ich. Wir testen heute, beziehungsweise wir machen eine kleine Dönertour. Wir testen 1, 2 Döner. Wir starten direkt hier jetzt beim Flughafen. Zufälligerweise beim Flughafen der bestbewertetste Döner in Genf mit, ich bin es ein, ich glaube 4,7 Sternen. Digga! Bewertung. Da gehen wir direkt rein. Ich muss aber direkt sagen, ich habe noch 1, 2 gescoutet, die potenziell viel besser aussehen. Und ich glaube, die knallen noch mehr rein, aber wir testen erstmal den besten. Hier im Food Court beim Flughafen und guck mal, was Bro, beim Food Court am Flughafen einen Döner zu testen, ist verrückt. uns erwartet. Ja, Flughafen Food Court. Und da Flughafen Food Court. Olle. Also wirklich, es tut mir leid, aber dein Englisch ist Katastrophe. oben ist Seven Spices, der da anscheinend ordentlich Welle macht. Mal gucken auch, was das kostet. Ich glaube, Hähnchenspieß haben die. Auch die Aussage sieht schon ganz anders aus, ey. Okay, wir dürfen filmen, Leute. Wir dürfen filmen. Allein das Reinkommen, so wie man hier startet, die Präsentation, die Sachen. Komplett anderer Film als in Deutschland. Hier geht's direkt rein, kannst noch einen Apfel snacken, kriegst auch noch einen Dubai-Döner, wenn es sein muss. Nein, Spaß beiseite. Den Film lassen wir jetzt erstmal sein. Hier kannst du ja auch noch was anderes snacken, also die machen ja alles. So, und dann geht's weiter zur Salattheke. Die haben Warmhalteboxen hier. Da ist In der Schweiz hat es bei jedem Dönermann immer diese Warmhalteboxes und es fuckt mich ab. Schweizer Dönermaker, bitte hört auf mit diesen verkackten Warmhalteboxes, die nerven, weil dort wird das Fleisch immer soggy drin. richtig was vorbereitet. Hummus, Käse da hinten in 2 verschiedenen Ausführungen. Sieht jetzt nicht mehr so freshy-nashy aus, aber naja, weiß ich nicht. Täuschberg-Käse auch manchmal. Da säbelt er noch was ab für mich. Boah, ja, ich hätte so Bock auf einen Döner jetzt gerade, Digga. Warnung, was jetzt kommt, alle, die gerade essen, vielleicht kurz die Ohren zu machen. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob ich eingekackt habe. Bin ich am Flughafen gewesen, bin unauffällig in die Ecke gegangen, habe mir schnell mit einem Taschentuch durch die Ritze gewischt, aber nichts am Start gewesen. Ey, ein Glück. Ich würde die Behauptung aufstellen, das hat fast jeder schon mal gemacht. Aber naja, das ist vielleicht ein bisschen weit aus weiter im Video. Bro, nein, das habe ich noch nie gemacht, Bro. Ganz ehrlich, also vor allem so im Flughafen oder Public hatte ich noch nie das Gefühl, mich eingekackt zu haben. Also for real, hä? Es gibt manchmal so flüssige Fürze, aber eingekackt, nein. Wieder zum Döner. Oha, also da kommen nicht viele, die anscheinend Döner nehmen. Bei so einem kleinen Gerät oder er hat rechts dahinter noch mal ein anderes stehen. Ich sehe das von hier nicht. Das am Flughafen, da kommt keine Laufkundschaft. Die kommen einfach nur so einmal und that's it. Boah, ich hätte jetzt Okay, so, das ist ich ja habe schon- so Hunger jetzt gerade, ich sage euch ehrlich. Ich werde mir nachher noch so optisch, ne? Finde ich den schon was duftig kochen, gut. Digga. Oh. Duftet gut. Habe ich gerade Französisch gesprochen. Habe ich mir die Taschentüch durch die Arschritz gezogen. Let's get it on. Schön würzig, minimal trocken. Leute, Bob, diesen Warmhaltbehälter merkst du erstmal. Ich habe tatsächlich auch schon Döner gehabt. Da hast du es eigentlich gar nicht richtig gemerkt. Da war es wahrscheinlich sehr frisch drin. Ich würde mir wünschen, es würde eine Möglichkeit dafür geben, weil es den Gastronomen wirklich leichter dadurch gemacht werden. 12,50 hat er bezahlt? Ja, Bro. Ich sag ehrlich, aber 12,50 in der Schweiz ist gar nicht so giga teuer für einen Döner. Ich weiß, es klingt crazy für euch Deutschen, aber ist okay. würde. Auch einen großen Ansturm zu bewältigen. Sehr weiches Brot. Aber der sieht nicht so geil aus. Also wirklich, das Brot sieht furztrocken aus, sieht nicht so geil aus. Charakter. Nicht im negativen Sinn, ich mag das Sieht sogar nicht so eigentlich geil sehr aus. gerne. Bei dem Brot ist es aber eher so, man merkt halt irgendwo, dass es ein Flughafendöner ist. So bei den ersten Bissen, sage ich mal. Was heißt ein Flughafendöner? So kann ich es auch nicht sagen, aber fehlt halt ein bisschen Liebe Stand da nicht 13,30, kann auch gut sein. bei dem Produkt. Drücken wir das mal so aus. Ja, der sieht nicht gut aus. Da muss natürlich das Fleisch unten rein. Ganz klare Nummer, du hast hier nur Salat. Wirklich Oh. ausschließlich. Fällt auch alles raus hier.
Nee, das ist nicht ein guter Döner. Das sieht auch furztrocken aus. Ich habe was sehr vielversprechendes gesehen bei Google. Ich glaube, das gucken wir uns jetzt an. Das ist ja 5 von 10, Leute. Also, ich sage euch ehrlich, für Döner bei mir kostet 6 Euro. Ich glaube, dieser Döner, der muss gottlos sein, Bro. so ein Snack nebenbei, du hast saumäßig Hunger. Holst dir das? Fleisch ist in Ordnung, nur vielleicht falsch behandelt. Brot ist halt einfach so, einfach kein Mehrwert. Erfüllt seinen Zweck. Döner ein bisschen falsch aufgeschichtet. Aber sonst, das geht klar, ey. Also, das ist immer noch so ein Ding, wirklich. Wenn du Hunger hast, alle 5 gerade sein lassen, ist in Ordnung. Dann sehen wir uns bei Spot Nummer 2. Wir sind jetzt hier im Taxi am Start. Hier geht's geradeaus. Ich bin natürlich immer hinten am Start. Ja, jetzt düsen wir hier los. Hä, im Taxi ist man doch immer hinten, oder? Aufnahmen noch vom Weg, vom schönen Genf. So, ich bin am Start, ey. Ich bin am Start. Schön hier, ey, wirklich. Und mit den Bergen zwischendrin. Leider konnte ich das nicht so gut aufnehmen. Manchmal sieht man es an der Kamera wahrscheinlich. Sieht man es auf den Aufnahmen, bei den Aufnahmen. Natürlich auch nicht so perfekt, aber schöne Stadt, ey. Da ist unser Ali Haider. Und da hinten ist gleich direkt auch noch so ein, ja, ich nenne es mal einfach Random Kebab. Das wäre auch interessant, einfach mal zu testen. Wie so irgendein Döner, der einfach, ja, kein Name, einfach Standard. So der Vergleich wisst ihr in Deutschland. Ich habe einfach Hunger, jetzt ist hier gerade ein Döner und ich teste den einfach. Scheiß drauf, wie der bei Google abschneidet, scheiß drauf, was mich da erwartet. Ich esse jetzt einfach. Das können wir auch machen. Ich runne. Ich habe hier nämlich eine grüne Ampel. Ja, da kann ich auch hier direkt abdrehen. Jetzt sind wir auch grün. Da scheiß drauf geschissen hier. Jetzt aber in Kampfmodus rein hier. Skandale gibt's hier. Über Skandale. Ali Haider. Der hatte für mich so optisch auf den Bildern, ich habe nur ganz kleine Bilder gesehen, ein bisschen Selfmade-Touch, wisst ihr? Sieht bei einer Medium aus, was er da abschneidet. Könnt ihr das sehen? Boah, das sieht geil aus, Ali Haider. Ja, Sieht gut aus, oder? Keine Ahnung, ey. Wahrscheinlich nicht. Aber naja, wir Oh, testen erst mal. okay. Ali Haider Also er Kebab. ist tatsächlich selbst gemacht. Ich habe es eben jetzt auch noch, wo er mit dem Messer geschnitten hat. Der wackelt wie Wackelpudding, wisst ihr, das ist für alle, die vielleicht sich nicht so tief mit der Thematik auseinandersetzen, der einfachste Beweis, wenn er wackelt wie Wackelpudding. Wobei, muss ich dazu sagen, wenn der Spieß so weit runtergerockt ist, ist er manchmal auch schon komplett durchgefroren, je nachdem auch was für ein Andrang ist. Wenn der natürlich im Minutentakt bam, bam, bam runtergefetzt wird, ist er jetzt in dem Zustand auch noch gefroren. Aber wenn er ein bisschen länger braucht, kann er auch so dann aufgetaut sein und dann kann er natürlich auch, ist er beweglicher. Ich finde, die Schweizer Döner sind generell ein bisschen schlechter als die in Deutschland. Aber wir haben auch sehr, sehr gute Döner, die mit den besten in Deutschland mithalten können. Aber das sind halt nur 2, 3. Was kostet ein Döner? Da können wir direkt auch mal gucken. 15 Schweizer Franken. Ja, okay, das ist crazy. 15 Schweizer Franken ist ganz, ganz, ganz krass. Bro, das ist verrückt, Bro. In Deutschland regen sich die Leute auf, wenn ein Döner einen Zehner kostet. Bei uns 15 Franken, Bro. Das ist eine Katastrophe. Ich kann nur noch kotzen. Döner. It's a homemade kebab. The meat is homemade, yes? Chicken and bison. Oh, okay. Ein paar andere Gerichte haben die auch hier. Die Holzkohle hätte ich jetzt auch noch einen Adana hier probiert. Oh, ja, da kommt Brot rein. You think it's the best kebab here in Genf? Yes, best kebab Janaba. Yes? Okay. Bro, das sagen alle Ärzte. Das sagen die immer, Bro. Okay. What meat is it? This is a lamb and chicken. Lamm and chicken. Lamm, okay. Sagen wir mal so, er wird es nicht böse gemeint haben. Ein bisschen Lamm wird mit Sicherheit drin sein, aber wir wissen, haben gelernt, wird keinen Lammdöner geben. Müsste dann, keine Ahnung, 25 Euro kosten oder so, oder? Ja gut, wir sind hier bei 17 Euro oder so, ne? Das habe ich so noch nicht jetzt durchgerechnet, aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Ist kein Lammdöner, safe kein Lammdöner. Sagen in Deutschland auch noch viele, sie haben Lamm. Und das meint keiner böse. Die Leute kennen es einfach an vieler Ort und Stelle so. Der sieht okay aus. Jetzt nicht wahnsinnig geil, aber okay. Karotten im Döner finde ich auch eine Frechheit. Yes, Lampies. Ah, er macht aus der Frischhaltebox auch wieder. Die ist da vorne, er hat es jetzt verdeckt. Sieht krass aus, eigentlich. Was ist das eigentlich? Sieht nicht schlecht aus. Seht ihr hier auch die Gemüsestückchen noch? Sieht gut aus, sieht geil aus. Riecht wirklich wie so eine Fleischpfanne mit halt Gemüse noch drin und so Paprika drin. So riecht das. Durch den potenziellen Kamerabonus muss ich hier nochmal wegsnacken.
an die Wege, wie Dönerfabriken arbeiten und würzen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, das heißt, man kann nie ausschließen, dass es aus der Fabrik ist, rein durch den Geschmack. Oder man kann es nicht ausschließen, natürlich gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Bei dem hier würde ich auch wetten, dass selbst gemacht ist. Wirklich individuelles, geiles Fleischfilet. Erinnert mich jetzt unabhängig von der Konsistenz und dass das natürlich Schichtfleisch ist, an Frikadellen, die ich mal gemacht habe. Schön mit Paprika, frisch, sowohl auch als Gewürz. Echt nicht verkehrt. Selbstgemachtes Brot. Ist geil, sieht geil aus. Boah, Digga, ich hab so Bock, ich hab so Hunger, Digga. Holle, warum machst du das mit mir? Herzhaftes Selfmade. Ey, ganz ehrlich, Schöne Herde. schaut ihr euch auch immer diese Food-Videos immer an, wenn ihr auch esst. Boah, ich lieb das. Von außen fester Biss, aber du merkst diesen Selfmade-Touch vom Brot, vom Fleisch auch, aber jetzt erstmal aufs Brot. Das ist so ein Fall, Liebe ist drin im Brot, vielleicht nicht optimal, vielleicht nicht. Boah, ich schaue mir immer Food-YouTuber-Videos an, wenn ich esse. Immer. Nicht perfekt gebacken, aber es hat einfach Charakter und es holt ab, weil es einfach selbst gemacht ist. Aber hat natürlich einige Schwächen. Nimmt auch viel Platz ein im Döner, also viel Raum. Aber gefällt erstmal. Es ist gleich auf Anhieb ein 10-mal besseres Ding als das eben. Zwiebel kommt gut, kommt frisch. Im Dürüm, glaube ich, hätte der richtig gut gepunktet. Das schaffe ich aber nicht mehr, weil ich ja noch einen Döner teste. Jetzt hätte ich den auch noch getestet. Hier schön kross. Ich glaube, auch in der Schweiz sind Dürüm bigger als Döner. Also hier in der Schweiz nehmen Leute eher ein Dürüm anstatt einen normalen Döner. Hier ist eine Lichterkette, deshalb blinkt das die ganze Zeit so. Nicht wundern. Der kann wirklich so viel fressen, wirklich. Der kann 3 Döner Du fressen. merkst, dass Lamm drin ist. Es ist definitiv Lamm drin. Verrückte scharfe Soße. Ganz saltes drin. Ganz verrücktes Ding. Sehr kräuterig. Mit Sicherheit Knoblauch drin. Was erinnert mich das, Leute? Geile Soße. Wirklich. Hier unten kommt er jetzt richtig gut. Wo oben das Brot ein bisschen Boah, weg sieht geil aus, hat jetzt eine boah. gute Aufteilung. Fleisch und Brot. Boah, Digga. Wirklich vernünftiges Ding, ey. Da kannst du 8 von 10 geben. Da kannst du auf jeden 8 von 10 geben. Geil, mit sehr gut. Potenzial, mit Brot GG's. vielleicht frischer. Ich weiß nicht, direkt aus Digga, GG's, aber für Schweiz-Verhältnisse sehr, sehr gut. Ist sogar noch mehr drin. Soßen gut, alles gut. Nochmal 1, 2 Wörter zu diesem Döner, bevor es zum nächsten Laden geht. Ich habe gemerkt, Döner hier in der Schweiz ist wirklich anders. Ich habe auch zu den Soßen nichts gesagt. So ein bisschen essiglastig, Chili, vielleicht sogar leicht in die Chipotle-Richtung. In Kombination mit diesem Fleisch, dieser Paprikanote, was ich in Deutschland oder generell auf der Welt noch nie gegessen habe. Jetzt unabhängig davon, ob besser oder schlechter. Aber der Grundgeschmack und gerade auch die Soßen, alles zusammen, sind einfach anders hier in der Schweiz. Faszinierend. Wir Auf testen jeden jetzt noch Fall, einen ja, auf jeden random Fall. Döner. Da bin ich gespannt. Auf Ansage. Hier gibt es wirklich nur 5, 6 Döner. Aber dass den jemand toppt, unwahrscheinlich. Oh, das wäre auch ein Video, ey. Ich teste alle Döner in Genf. Bester Mann, ey. Jetzt gehen wir zu Alis Döner. Ali gibt's überall, ey. Katastrophales Wetter in Bern. Halal. In Genf. Unterwegs. Kamel. Bro, what? Das sieht wirklich gut aus. Boah, ich muss mehr, Leute, mehr Foodtouren machen, so durch die Gegend. Einfach, dann sieht man sowas. Sowas wird demnächst öfter kommen, sage ich euch. Einfach, weil ich Bock habe. Ich mache immer drauf, wo ich Bock habe. Ich mache immer drauf, wo ich Bock habe. Der letzte Honk, ey. Ich mache immer das, wo ich Bock drauf habe. Jetzt würde ich es auch machen, aber ich habe noch einiges vor heute. Deshalb schaffe ich es heute nicht und ich bin nur einen Tag in Genf. Döner macht schöner. So, wo kommt mein Ali, ey? Ich hoffe, ich bin nicht dran vorbeigelaufen. Jetzt bin ich am Start, ey. Einfach ein random Döner. Da nehmen wir Hähnchen. Alibaba. Kebabhaus. Auch nicht wenig los. Ja, der So, wird hier sind okay wir am sein. Start. Wir können Ja, direkt- Bro. Toter Spieß. Hier filmen. It's a homemade kebab or you buy it? Home kebab. It's homemade kebab. Oha. Einzelne Schichten sind am Start. Da muss ich eigentlich den hier noch testen. Aber er ist ziemlich runtergerockt, ey. Das könnte gefährlich sein. Aber die sagen homemade, ey. Keine Ahnung, ich teste mal. Es ist nicht homemade, sage ich. Also ich weiß nicht, vielleicht schon, aber... Auch selbstgemachtes Brot. Ich habe gerade gesehen, er switcht es Ja. aus dem Ofen. Viel zu viel Salat. Oder? Mais Mais? machen die hier rein, verrückt. Ach, er hat da in der Box hat er noch. Ich finde das so interessant gerade, das Video. Ich feiere das gerade. Mais ist verrückt. Gewürz haben wir ja auch noch. Mais ist ganz, ganz verrückt, Digga. Für euch mal was Bro, es so hä? gibt hier im Tresen. So was Feines hier. Süßmost. Oh, Ramsey, ist geil. Sowas gibt es hier. Ja, Die sagen ja. sogar hier Chef in der Schweiz. Chef, hat er eben gesagt zu dem Kunden.
Ayran sieht auch anders aus, davon nehme ich auch mal ein. Mal gucken, wie der schmeckt, ey. Da bin ich mal gespannt, ey. Das sieht aber schon sehr special aus. Sehr dunkles Fleisch. Es wird wahrscheinlich kein Kalb sein, sondern ein älteres Tier. Die Soßen werden, glaube ich, gut sein. Was ist gut? Die sehen ziemlich ansprechend aus. Also Basic halt. Ich mag Basic. Und da wird nebenbei noch eine Köstlichkeit gemacht für irgendeinen Kunden. Ja, Selfmade wird aber wahrscheinlich nicht sein, der Döner. das sieht kann ich nicht schon mal sagen. selfmade aus, ne. Sehr klein und süß. Also für den Preis Aber das Fleisch sieht arschtrocken aus, ne? natürlich, der jetzt günstiger war als, glaube ich, zumindest beim zweiten, ist er natürlich dementsprechend noch kleiner. Na, der ist In trocken. Deutschland hätte ich beinahe gesagt Selfmade, weil es einfach so ein, von der Optik habe ich so noch keinen Spieß gesehen. Schwerlich von der Stange hinzukriegen hier in der Schweiz. Weiß nicht, Sieht wie, aber average aus, dagegen ja, spricht das nicht, sieht dass nicht es so krass gut aus. Bei ist. dem Selfmade. Preis, ja, das ist crazy. Schau mal, das sieht trocken aus. Ja, dick geschnitten. Erinnert beinahe an eine Fleischpfanne eher. Fleischpfanne, Bro, das ist krank. Sehr, sehr, sehr hart. Ganz knusprig, sehr prägnant, geil und anders aber. Das Gewürz, ein bisschen in diese Pulled-Biber-Richtung, in diese Chili-Flocken-Richtung, gemahlen, Paprika-Touch. Ein bisschen auch wie so ein universelles, haben wir öfter mal, ein Pommes-Gewürz, was aber heftig im Geschmack ist, halt durchdringend. Zwar eben schon, war nicht schlechtes Brot, aber sehr, sehr hart schon, sehr knusprig, zu knusprig. Schmeckt beinahe wie etwas älteres Brot, etwas aufgewärmt. Was ist für dich das Schlimmste, was man nicht in den Döner tut? Ja, Bro, so Sachen wie Karotten finde ich Katastrophe. So Sachen wie Mais, das kann man nicht reinmachen. Und sonst finde ich eigentlich, gibt es kein No-Go. Wir schneiden halt mit dem Messer, kann auch sein, weil es der Rest vom Spieß war, dass so dick geschnitten ist. Aber wenn es immer so wäre, hätte ich gesagt, lieber mit Maschine. Dieses Gewürzfeeling geht jetzt weg, jetzt geht es eher so halt wirklich im Fleischpfanne, im Brotfeeling. Ja, das ist nicht geil. Also, der sah auch nicht so crazy geil aus. Gewürz wieder rein. Viel Das zu. wird die spicy Soße sein. Hast du das gemeint? Jetzt kommt das Gewürz wieder rein. Es wird die spicy Soße sein. Das wohl dieselbe ist. Es ist so eine Standardsoße, die sieht so aus wie drüben. Das ist, glaube ich, die gleiche wie drüben. In Verbindung mit den Gewürzen hat das beinahe so einen minimalen Maggi-Touch gerade gehabt. Das ist ein anderer, den Maggi-Touch hatten wir nicht drüben. Die Basis scheint Ja, okay, Oliven im Döner sind auch verrückt. ähnlich zu sein. Sehr oft in bestimmten Bereichen. In Hamburg hast du auch ähnliche Tzatzikis, wisst ihr? Gleiche Basis, der eine guckt beim anderen ab und so weiter. Sehr flüssig hier. Joghurtlastig, bestimmt auch Mayo-Anteil drin, aber nicht schlecht. Das kannst du auch drauf machen. Nee, das macht man nicht drauf. Nee, Holle. Das kannst du nicht auf den Burger packen. Aber ich will es mal einmal probieren. Das ist halt Nein. Geschmacksverstärker hier, was du einfach jetzt auf Ansage raufknallst. Nein, kein Aromat auf Döner. Mach noch ein bisschen vollmundiger. Mein Vater macht sowas auch immer, obwohl er gelernter Koch ist, guter Koch. Dass du was machst. Katastrophe, Bro. Halt mit rein. Noch einen Schluck hiervon, dann geht's zur Bewertung. Bro, Holle, du kannst das nicht draufpacken. Man kann kein Aromat auf den Döner packen. Okay, wie schmeckt Schweizer Ayran? Ayran nicht verkehrt. Okay, tamam. War in Ordnung. Wahrscheinlich absolut nicht das, was die meisten unter einem Döner erwarten, wenn sie Döner essen gehen. Ich schätze ja Nee. immer so dieses etwas andere. Boah. Von 10 Punkten hätte ich da eine 6,8 gegeben. Ganz Okay, schlüssig, ganz crazy. für mich. Also ich bin überrascht von Genf. Deutlich besser, als ich gedacht hätte. Diese Warmhaltebehälter scheinen der Standard zu sein, aber ja. Mein Abschlussfazit, wie vorhin auch schon erwähnt, die Grundidee vom Döner in der Schweiz oder der Grundton, der Grundgeschmack von der Würzung bis zu den Soßen ist einfach ein anderer. Wer woanders auf der Welt Döner gegessen hat, wird in der Schweiz erstmal ein bisschen vom Kopf gestoßen sein, wird verwundert sein, dass hier wirklich auf einen anderen Geschmack trifft als woanders auf der Welt. Jetzt nur noch kurz zur Verabschiedung. Wenn ihr mehr Bock habt auf Sache im Ausland, dann knallt mir die Kommentare voll. Lasst mir einen Daumen oben da, wenn euch das Sehr, sehr geiles Video, Holle. Ich küsse dein Herz. Lasst eine positive Wertung und ein Abo da.